so, da sind wir in Sicherheit. Hört zu, es tut mir leid. Ich war so dumm. Jetzt habe ich verstanden, dass ich den grauen Affen nicht trauen darf. Ich hoffe, ihr seid nicht mehr böse auf mich. Geht's euch gut? Wir sind alle noch am Leben und das ist die Hauptsache. Und wir haben dich wieder bei uns, Mogli. Alles andere besprechen wir dann morgen. Mehr hat der Balu nicht gesagt. Und der Bagheera hat nur seine weißen Zähne gezeigt. Da hat der Mogli gewusst, dass er noch eine Strafe bekommt. Aber er hat auch gewusst, dass er die Strafe mehr als verdient hat. Die Jahre sind vergangen und aus dem Mogli ist ein erwachsener junger Mann geworden. Er hat alle Gesetze vom Dschungel gekannt. Jeden Tag ist er mit den Wölfen auf die Jagd gegangen und die Wölfe haben ihn behandelt wie einer von ihnen. Aber langsam hat sich das Verhalten der Wölfe angefangen zu ändern. So langsam, dass es der Mogli zuerst gar nicht gemerkt hat. Und die Schuld an der Veränderung war kein geringerer als der Tiger Shere Khan. Denn seit der Leitwolf der Akela immer älter und schwächer geworden ist, hat der Shere Khan versucht, die Jungwölfe für sich zu gewinnen. Er hat ihnen immer die Reste von seiner Beute überlassen und die jungen Wölfe haben angefangen, ihm nachzulaufen. Es war für sie einfacher, sich vom Shere Khan etwas geben zu lassen, als selber auf die Jagd zu gehen. So ist es gekommen, dass die jungen Wölfe angefangen haben, mehr auf die Worte vom Tiger als auf die alten Wölfe im Rudel zu hören. Auch der Panther Bagheera hat am Shere Khan sein Verhalten mit grosser Sorge beobachtet. Und er hat den Mogli vor dem Tiger gewarnt. Mogli, es kommt der Tag, wo du den Shere Khan töten müssen. Der Tiger hat nicht vergessen, dass du ihm als kleines Kind entkommen bist. Er sieht in dir immer noch seine Beute. Und irgendeinmal werden dich die Jungwölfe verraten. Das glaube ich kaum. Warum sollten sie das machen? Wir jagen zusammen, wir spielen zusammen. Ich habe fast mein ganzes Leben mit den Wölfen verbracht. Und ich habe noch nie ein Dschungelgesetz gebrochen. Die Wölfe sind meine Brüder. Lass gut zu, Mogli. Ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis. Ich war nicht immer ein freier Panther. Ich bin in einem Käfig auf die Welt gekommen bei den Menschen. Ich habe meine ganze Jugend in Gefangenschaft verbracht. Erst als ich gross genug war, habe ich mit meinen Pranken ein Schloss aufgebrochen und bin in den Dschungel geflüchtet.